Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ja, erstmal hallo an Luna. Sie wartet da schon im Spiel auf mich. Und ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Hoffentlich hattet ihr alle einen schönen Tag. Und ja, hallo Luna und hallo Annika. Schön, dass ihr beide da seid. Und wünsche euch viel Spaß beim Stream. Und ja, ich bin wieder auf meinem neuen Hauptaccount unterwegs. Also es ist jetzt offiziell, dass es mein Hauptaccount ist. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich bin nur etwas, wie sagt man, aufgedreht? Nein. Ja, ein bisschen aufgewühlt. Sagen wir es so. Ich bin gerade in Kolumbien. Oh, cool. Machst du Urlaub dort, Annika? Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich da später noch drauf eingehen werde oder nicht. Bei dem, was mich so aufwühlt. Aber ja. Heute questen wir weiter. Ich habe endlich geschafft, es nach Fort Maria zu schaffen bei New Hillcrest. Und ja, es dauerte einen Tag länger als gedacht, aber genau. Bin gleich wieder da in SSO. Okay, Luna, nur kein Stress. Okay. Dann auf nach New Hillcrest, würde ich mal sagen. New Hillcrest. So. Okay. Ja, falls ich heute ein bisschen gereizt oder irgendwie streitlustig bin oder so, nehmt mir es nicht böse oder so. Äh, ja, mein Ex hat sich gemeldet und ja. Und der regt mich ein bisschen auf. Von meinen Urgroßeltern, sie so, ich wollte zu uns einziehen und ich so, naja, ich will doch nicht wegen meinen Freundinnen in Deutschland und bei meinen Urgroßeltern. Ich will Tee. Oh, okay. Also jeden Morgen Tee trinken, da hätte ich nichts dagegen. Aber wenn man muss, dann ist das was anderes, als wenn man möchte oder darf. Okay, es gibt ja da diesen anderen Weg, wo man nicht den Haupteingang nehmen kann. Da geht da hinten durch. Und da warten schon die Soul Rider Pferde. So. Ich habe heute schon ein bisschen die Story gespielt, also, ja. Okay. Ich weiß nicht, wie lange das ich heute streamen werde. Ähm, ja, aber vielleicht ein bisschen länger als letztes Mal oder so. Mal schauen. Das ist so ein ekliger Kräuterkakao, Spinattee, grusig. Oh je. Ja, es klingt nicht so lecker. Aber musst du den trinken oder darfst du da auch Nein sagen? Wo war das da hinten? So. Jagt der Zetteldiebin nach. Okay, let's do it. Ähm.
Muss ich jetzt da hoch oder? Darf Nein sagen, will aber nicht unhöflich sein. Ja, das kann ich verstehen. Aber wenn es dir wirklich nicht schmeckt, dann lieber Nein sagen und ehrlich sein. So cool kann man hinsitzen. Wie gut. Okay, ich schätze mal, ich muss da wieder raus. Aus Fort Maria. So, bin etwas vergessen. Wie geht's dir? Das hast du schon gefragt, Luna. Aber mir geht's gut. Und wie geht's dir oder euch? Ähm, ah, gut. Ja, nur bin ich etwas aufgewühlt. Aber, naja. So. Oh nein, jetzt gleich kommt so ein richtig nerviges Rennen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hallo, hallo. Sterops. Equestrian. Habe ich deinen Namen richtig ausgesprochen? Schön, dass du da bist. Und willkommen in meinem Stream. Ich finde die Mähne von diesem Pferd so komisch. Besser als die letzten Tage, aber ich darf immer noch nicht nach Hause. Oh no. Ähm, ja, das kommt schon, Luna. Du hast auch den Namen geändert. Hallo, Alex. Ja. Aber aus einem anderen Grund. Also, ja. Na, und schön, dass du wieder mal vorbeischaust. Okay. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. Weil ich mag dieses Rennen überhaupt nicht. Ich muss da Sachen einsammeln, glaube ich. Upala, Moment. Der Weltraum, unendliche Weiten. Genau. Ich liebe das Weltall. Also, ja, und deshalb auch der Name. Ich habe schon ein bisschen länger darüber nachgedacht. Und ja, und ich finde das viel cooler als kleine Wolke, ehrlich gesagt. Upala, da hat gleich 2 Blätter. Gut. Jetzt brauche ich noch 4. Ne? Okay, es ist ein bisschen schwierig, da auf so ein schwieriges Rennen und gleichzeitig auf den Chat zu achten. Ich muss mich jetzt da beeilen. Bla. Ah, Mist. Egal. Na, komm her, du. Nein. Okay, dann nicht. Ich brauche noch eine einzige Seite, bitte. Irgendwo. Da ist eine. Okay. Ich achte gleich auf den Chat, obwohl, weißt du was? Hola, Gabriel. Das war Spanisch und bedeutet Hallo, Gabriel. Ich liebe deine Videos. Ah, danke, Annika. Das ist sehr lieb von dir. Und freut mich, wenn dir meine Videos gefallen.
Okay, ich bin froh, dass ich es gleich geschafft habe. So, über 2,5 Minuten. Genial. Ich spreche es nicht aus, weil ich nicht weiß, wie man das richtig ausspricht. Aber cool. Ihr könnt da alle Spanisch, hä? Wir befinden uns in einer fernen Zukunft. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffes Enterprise, das viele Lichtjahre von der Erde entfernt unterwegs ist, um fremde Welten zu entdecken. Moment, Enterprise, ist das nicht eine Serie oder so? Aber ich glaube, dass Space Shuttle, also der Prototyp oder irgendwie sowas hieß, glaube ich, Enterprise. Bevor Discovery und Co. gebaut wurden, glaube ich. Irgendwie sowas hieß es. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Aber ja. Mm, So, warte zurück zur Bibliothek. Gut. Wäre das geschafft. Hui. Okay. Unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Die Enterprise dringt bei in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Oh, klingt spannend. Also dann interessierst du dich auch für das Weltall, Alex? Oder ist es jetzt nur die Serie? Weil ich liebte das all schon immer. Ähm, Als ich noch in der Schule war, so wirklich so Grundschule, so erste bis dritte Klasse oder irgendwie sowas. Da durften wir uns ein Thema wählen, das wir dann durchgehen. Und ich habe mir das Weltall gewünscht. Ich war die Einzige, die das wollte. Und ja, das ist Star Trek. Oh, okay, wortwörtlich von The Next Generation. Generation. Ah, Star Trek, okay. Naja, ich kenne mich so mit es ist Sci-Fi oder so, kenne ich mich überhaupt nicht aus. Und ja, so. Bin mit Star Trek aufgewachsen, also meine Begeisterung fühlte. Aber also meine Begeisterung für den Weltraum kommt daher. Okay. Meine war einfach da. Ohne irgendeinen Auslöser. Das war jetzt Französisch. Sicher, dass das jetzt Französisch war, Annika. Also Französisch erkenne ich, wenn ich sehe. Ähm, kann kein Französisch. Pourquoi? Je parle français. Das rede ich, das war Polnisch. Ah, okay, ich dachte schon, das wäre ein bisschen komisches Französisch. Aber Polnisch ist auch cool. Also ich verstehe es zwar überhaupt nicht und weiß nicht, wie man es ausspricht. Deshalb bin ich da. Hä? Er, jetzt wäre ein Universalübersetzer gut. Oh ja. So. Es gibt 100 Spieler XP. Cool. Ein halber Visual Novel ist das Star Stable. Okay, Luna, ich lese es nicht vor, weil ich nicht weiß, wie man es ausspricht und ich nicht weiß, was es heißt. Ähm, was? Meteor stürmt herein und frisst Frau Holzworths Forschungsunterlagen. Rache zu nehmen, oder? Ja, auf jeden Fall das mit Meteor.
steht, ich kann ein bisschen Polnisch. Oh, cool. Woher könnt ihr all diese Sprachen? Okay, Frage nach, ob Frau Zwölfwechsels herausgefunden hat. Okay, okay. Ich bin leider, was so Sprachen angeht, sehr bescheiden. Also ich kann wirklich nur Deutsch und Englisch und ein paar wenige Worte Französisch. Also ich hoffe mal, dass es da steht. Hast du da einen Übersetzer verwendet dafür? Oder kannst du es wirklich ein bisschen? Äh, okay. Also wenn man das alles da am Stück spielt, macht es irgendwie keinen Sinn, wenn man alle paar Sekunden Frau Holzworth ähm, fragen muss, ob etwas passiert ist. Es hat Neuigkeiten innerhalb von 2 Sekunden. Hallo Pferdemädchen, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut, hoffentlich hattest du einen schönen Tag. Und ja, selbst geschrieben, deswegen keine Ahnung, ob das stimmt. Ah, okay. Ja, also ich kann leider auch nicht sagen, ob es stimmt, weil ich kein Polnisch kann. Und ja. Aber schön, dass ihr alle da seid. Ah, da. Oh mein Gott, ich habe es voll überlesen. Annika hat etwas Französisch geschrieben. Salut Gabriel, j'adore des Videos. Ja, das ist Französisch. Mein Profilbild ist meine Katze. Oh cool, leider sehe ich es da fast nicht, weil es sehr klein ist, das Profilbild. Also das von allen da im Chat. Ähm, genau. Aber sicher eine süße Katze. Ich hatte auch mal Katzen. Habe sie aber weggeben müssen aus persönlichen Gründen. Und ja. So. Ich glaube, bald sollte noch eine Stelle kommen, wo man wieder einen Ruf sammeln muss oder mehrere Tage braucht dafür. Ein Profilbild ist mein Pferd. Okay, auch cool. Ähm, ja. Ach, ich hoffe, der Stream ist nicht langweilig. Ähm, ja. Weil da, ich klicke da einfach alles durch, ich lese es nicht vor. Tritt in einem Wettrennen in der Bibliothek gegen Beatrix an. Okay. Wollte hast du eigentlich TikTok? Äh, ja, aber es ist inaktiv. Also ich habe dort schon länger nichts mehr hochgeladen. Hab's auch auf meinem neuen Handy nicht installiert. Genau. No, dein Stream ist nicht langweilig. Oh, danke Luna. Das freut mich sehr. Moment. Meine Uroma kommt aus Kolumbien, mein Uropa aus England, meine Uroma, wo heute gestorben ist, aus Ukraine, aus Polen, mein anderer Uroma. Oh. Okay, erstmal mein Beileid, Annika. Ähm, ja, Todesfälle sind nie toll. Aber krass, ziemlich international da unterwegs, deine Familie. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen soll, aber einer meiner Figuren ist halb Kolumbier. Ja. Und zwei andere aus Spanien und... Nein, warte, einer ist... das verrate ich jetzt nicht, weil sonst... Copyright und so. Ihr versteht.
England. Ja. So. Hoch. Okay. Kann ich mich in sie reinstellen? Okay, ich lasse das. Beatrix Ungeschicklichkeit hat Folgen. Oh no. Da oben war noch was. So. Alle wurden in Deutschland geboren, außer meine Urgroßeltern sind aber mit ihren Verheirateten in eins der ihrer Heimatländer gezogen. Ihnen hat es ihr nicht gefallen. Okay. Na gut, man muss auch nicht immer in dem Land bleiben, in dem man äh, geboren wurde. So Leute, geht's Depot oder Mittelalterlager ausmisten. Okay, mach du das, Alex. Viel Spaß. Und danke, dass du vorbeigeschaut hast. Klopf, klopf. Dann ist da noch was. Viel Spaß auch und einen schönen Stream dir und euch. Danke, Alex. Aber wenn du später auch streamst, dir auch noch viel Spaß und sonst einfach viel Spaß beim ähm, Ausmessen von diesen Pona und Mittelalterlager. Genau. Was muss ich jetzt? Moment. Ah, da. Ja, natürlich. Okay. Natürlich live. Ah, okay. Na dann viel Spaß dir und bis später, bis bald. Wie auch immer. Genau. Ich habe morgen mit meinen 4 Freundinnen ein Theaterstück für Freunde und Familie. Oh, wie cool! Für Freundinnen und Familie macht am meisten Spaß, finde ich. Ich habe das früher als Kind immer so gerne gemacht, immer Theater. Mit meinem Bruder damals. Und ja, das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Okay. Also, sucht nach einem Zauberspruch, um die Türen zu öffnen. Wir kennen das Alohomora. Oder wir spielen Bibi und Tina und reiten dann auf den Pferden von unserer Reitlehrerin. Cool, also auf echten Pferden. Das ist ja cool. Na dann viel Spaß, Annika. Da ist es. Komm her, du. So. Ja. Und ab in die Bücherregale. Jetzt da hoch. Ja, ich bekomme immer so einen Lachanfall, wenn ich meine BFF sehe. Okay, wir sind für jeden Blödsinn zu haben. Ist doch schön. Da ist es wieder. Okay. Sonnensymbol und Sternsymbol. Ähm. Okay, ist das wieder ein Rätsel oder? Aber was bringt das jetzt? Weißt du, ab wann man in Rente ist? Kommt drauf an, in welchem Land.
Also ich bin mir nicht einmal sicher. In der Schweiz ist es, glaube ich, mit 64 oder so. Also schon ziemlich spät. Also spät halt. Naja, klingt voll cool. Ja. Was brauchen wir drin? Was muss ich jetzt genau machen? Ein Runenläufer. Aber ich finde dieses Bild richtig schön. Es dauert noch über 100 Tage, bis ich meinen Runenläufer habe. Ich habe das Seelenreiten endlich freigeschaltet. Ja. Und ich muss das heute noch machen, Seelenreiten. Hi, hast du dich umbenannt? Hallo, Göran. Ja, habe ich. Äh, ja. Weil ich mag meinen neuen Namen. Ich finde den toll. Und wenn ich noch nicht so viele Abonnenten habe, ist es besser, jetzt den Namen zu ändern, als zu warten, bis ich dann irgendwie, keine Ahnung, wie viele habe. Und dann ist es viel verwirrender. Auch das, weil meine Religionlehrerin hat meiner Cousine, die ist 14 Mal eine Strafarbeit gegeben. Nur weil sie was in den Müll geschmissen hat und die ganze andere Klasse auch. Und die ist glaube 60. Oh. Okay, wir wurden auch mal ähm, mit uns wurde auch mal geschumpfen, weil jemand zu viel Taschentücher in den Müll geworfen hat beim Händewaschen. Moment, was muss ich jetzt machen? Oh, ich muss nach unten. Warum gehe ich nach oben? Genau. Aber ich finde es immer unfair, wenn jemand etwas macht und die ganze Klasse bestraft wird. Das ist, das ist so ein häufiges Phänomen irgendwie. Ähm, Würde ich auch gerne Freunde haben, mit denen ich lachen kann. Ja, ich verstehe dich, Luna. Aber das kommt bestimmt. Und ja. Ah, das sieht so schön aus. Cool. Moment. So, warum nicht? Ein schönes Foto gemacht. Ah, episch. Cool. Okay. Ähm, ich habe das nicht so episch in Erinnerung und habe sie schon irgendwie 5-mal durchgespielt. Aber ich bin ja nicht mehr in der Grundschule, wo wir in Religion in der einen Stunde kurz vor den Sommerferien haben wir Fußball gespielt. Stand mit meinen Freunden aus dem Gegnerteam zusammen und geredet. Oh, okay. Das T hat nicht mehr hingepasst. Geredet. Ah, okay. Na gut, die Zeit vor den Sommerferien ist immer speziell. Das war die Zeit, die ich am meisten gehasst habe. Also allgemein vor den Ferien, aber Sommerferien war immer am extremsten. Äh, genau.
Sollen wir es jetzt da links oder rechts? Ich gehe mal rechts. Genau, ich habe heute wieder ein bisschen geschrieben, wieder aus Versehen zwei Wörter, also Seiten im Word. Umgerechnet sind das etwa 10 Seiten im Buch. Ja. In einem Balkon sind wir weggerannt und diese Lehrerin hat immer ein Lied gesungen mit uns. An dem Tag haben wir ein Weihnachtslied gesungen, weil es alle mochten und sie mochte Fußball. Okay, cool. Nicht runterfallen, bitte. Okay. Immer so, ich gehe nicht mit. Chill. Okay. Ja. So, muss ich jetzt da raus oder was muss ich jetzt machen? Nein, Team, wir finden das immer lustig. Okay. Ja. Ich habe immer auf Abschicken geklickt. Also da im Chat oder wo meinst du? So, wo muss ich jetzt hin? Ich lasse mich kurz abholen. Im Chat und hätte eine Namensidee. Okay, also Namensidee für ein Pferd oder für was? Also ich bin da offen für Namensideen. So. Okay. Für ein Pferd, also da wären Wonder, Minion, Rosefall, Space Girl oder Space Lady. Ich glaube, das gibt's. Ja, Space Girl geht, Space Lady sehr wahrscheinlich auch. Und Space Boy natürlich. Aber ich habe schon ein Pferd, das Space Boy heißt. Natürlich habe ich das schon. Ja. Aber auf jeden Fall werde ich mir noch ein Mi Gabi kaufen, also ein Mega BY, also Mi Gabi. Und ein Space Girl. Sorry, dass ich so ruhig bin. Alles gut, Luna. Ich bin ab und zu auch ein bisschen ruhig. Das ist nicht schlimm. Okay. Okay. Wie spricht ihr seinen Namen jeweils aus? Jon Jarl oder John Jarl? Also ich hätte da immer John gesagt. John Jarl. Minion gibt's, wenn du Mini und ON nimmst und hast du das H&M mal hin und das sind Jene. Ach cool, Minion mit
ON gibt's als Indie. Ist ja cool. Ja, ich habe das All-In und das Indienne. Bei mir heißen sie AIM und. Oh, wie ist das andere? AIM ist, glaube ich, das Indienne. Angel Wings ist das All-In. So habe ich die genannt. Also ich musste diese beiden Pferde auf jeden Fall kaufen, weil sie meine absolute Lieblingsfarbe sind. Also ein brauner, schwarze Mähne, weiße Abzeichen über den Hufen und eine weiße Lässe, oder wie man dem sagt. Genau, und deshalb ist jetzt eigentlich das Indienne das ultimative Pferd für mich von der Farbe her. Äh, ja. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, gibt es noch ein Rennen nach Epona. Jetzt hast du ihn. Yep, cool. Aber wo? Im Inventar. Okay, jetzt muss ich da wieder raus, oder? Ja. Genau. So. Okay, woher auch immer das Pferde kommen. Immer wenn Bazaar oder neue Pferde oder sonst was, habe ich keine Starcoins und irgendwie lieben alle die Araber und Araber Pinto. Ich hasse sie. Ich habe mal den SSO-Entwickler geschrieben, Freiberger. Oh ja, ganz wichtig, Freiberger. Wir brauchen Freiberger in Star Stable. Also, Araberpferde mag ich eigentlich. Also, es ist weder ein Lieben noch ein Hassen. So irgendwie neutral. Ähm, genau. Und jetzt muss ich nach Fort Maria reiten. Uff. Das wird eine Weile dauern. Ich finde, wir Schweizer, oder zumindest sollten alle die Freiberger wollen uns mal zusammentun und es so schreiben. Oder jeder einzeln, damit die plötzlich davon überrannt werden. Weil es gab immer so eine große Liste, was Star Stable uns zur Verfügung gestellt hat, um Pferderassen, die wir uns wünschen, auszuwählen. Und da gab es richtig unbekannte Rassen, die mir überhaupt nichts gesagt haben, aber keine Freiberger. Obwohl sie wissen, dass Freiberger existieren. Also im Spiel, also da in Star Stable, existiert es, das Wort. Also, ja. Und deshalb liebe ich das H&M-Pferd so, also das Indienne vor allem, weil es eigentlich die perfekte Farbe eines Freibergers hat. Und eben, ich liebe die Freiberger extrem. Jetzt habe ich geantwortet, vielleicht. Oh nein. Vielleicht bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass sie. Ja. Ist es vielleicht möglich, Pferde von einem Account auf den anderen zu transferieren? Also sozusagen auf dem alten Account löschen und auf dem neuen hinzufügen. Denkt ihr, das geht? Soll ich das mal versuchen? Den Supporter mal anzuschreiben. Ob sie sowas machen. Weil sie geben ja auch verkaufte Pferde zurück, als es noch ging. Und ja. Hab ein neues Video hochgeladen. Oh cool. Schaut mal alle bei Luna vorbei. Ja. Ich schaue es mir dann nach dem Stream an. Na gut, zwei Zuschauer und eine davon ist, glaube ich, Luna und eine Annika. Und ich sag, schaut mal alle bei Luna vorbei. Egal, macht es trotzdem. Weil wir supporten uns hier gegenseitig.
Nein, jetzt kommt das mit den Nachtreitern. Oh nein, auf diese Quest habe ich mal gar keine Lust. Aber ich finde es gut, dass ihr da mit dabei seid, weil dann ähm, ist das für mich einfach, eine Quest zu machen, die ich nicht mag, aber nicht nachmachen. Nein, alles gut, Luna. Meine Reitlehrerin hat eine 30-jährige Freiberger Stute. Ich glaube schon erzählt und Luna, wie heißt dein Kanal? Cool, eine Freiberger Stute. Ich habe eine mega schöne Erinnerung mit einer Freiberger Stute, aber die ist leider so verschwommen. Und diese Stute hieß Linda. Ja, leider hieß, weil, naja, das war leider ihr Schicksal. Okay, darf ich schreiben? Klar, Luna, schreib ruhig deinen Kanalnamen da rein, damit andere dich auch finden können. Ich glaube, irgendwas mit Luna, Starstep Luna, genau. Also schaut mal alle bei ihr vorbei, es macht gute Videos. Und ja, Sabine, Jessica und Katja, glaube ich, genau. Hm? Aha. Aha, ihr gegen die Nachtreiter. Oha. Oh. Dana. Hm? Whatever. Genau. Hm? Hey, hallo Liv, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut, hoffentlich hattest du einen schönen Tag. Und ja, schön, dass du wieder mal vorbeischaust. Eigentlich keine guten Video, aber guck trotzdem mal vorbei. Genau, einfach mal vorbeischauen und dann eine eigene Meinung bilden. Aber ich finde sie gut, die Videos. Okay, jetzt wird's rosa. Pandorische, Pandorianische Ruch. Wie sagt man? Pandoria und... Okay, diese Quest mag ich überhaupt nicht. Ich mochte die noch nie. Ich bin immer noch krank, mein Kopf dröhnt. Oh nein. Gute Besserung, Liv, auf jeden Fall. Und du musst nicht zuschauen, wenn es nicht geht. Äh, ja. Mach einfach das, was dir gerade gut tut. Finde deinen Kanal nicht. Oh je, du könntest auch, je nachdem, ob du am Handy, am Laptop oder am PC bist oder so, ähm, mal genau danach suchen. Warum hast du eigentlich deinen Kanalnamen geändert? Weil ich etwas mehr wollte, wo mehr ich bin, sozusagen. Ja, also lieber jetzt als später, wenn ich dann vielleicht mehr Leute dabei habe. Und ja, iPad. Okay, auf dem iPad geht es, glaube ich, nicht so, wie ich dachte. Ja, versuch's mal mit Ad, also das Ad-Zeichen und dann ihr Name. Starstable Luna mit dem, best noch mit dem Bodenstrich dazu. Dann findest du sie bestimmt. Komm schon. So. Hm? Genau. Also wegen dem Namen. Ich bin eigentlich immer jemand, der früher sehr, sehr oft die Namen gewechselt hat. Zum Beispiel in Minecraft. Ich habe irgendwie 30 verschiedene Namen gehabt inzwischen. Hm? Und ja. Ich werde einen neuen YouTube-Kanal machen für RPs. Cool. Na dann viel Spaß. Naja, bin dann mal wieder weg. Alles klar, Liv. Danke, dass du vorbeigeschaut hast. Und noch einen schönen Restabend. Liv, wenn du Kaffee hast, mach lieber raus, sonst wird es schlimm und trink die aber nicht den von meinen Oma. Genau, wie Annika sagt. Besser ausmachen, wenig Reize, also Licht dimmen und so und dann
wird es bestimmt besser. Oha, ich schließe mich jetzt den Nachtreitern an. Ich passe mal überhaupt nicht ins Bild. Genau. Ich hätte gern mit meinem Anfi. Ah, cool. Also ich eigentlich nicht unbedingt. Ich mache das nur, weil es manchmal storyrelevant ist. Und ich dann keine Lust habe, den ganzen Weg zurückzureiten, nur um mein Anfi zu holen. Deshalb mache ich die ganze Story-Quest mit meinem Anfi. Genau. Aber sobald die Story durch ist, wechsle ich das Pferd. Oder wenn ich Nebenquests mache, dann. Ja. Seit die pandorischen Energiesphären auf dem Feld. Okay, muss ich da was einsammeln? Aber wie viel? So, das klingt jetzt korrekt. Okay, was muss ich da machen? Hä? Okay, Moment. Jeder so, hast du andere Pferde? Wenn ja, wechsle es. Und ich immer nur, ich darf auf dem Pferd rein, wo ich will. Das ist korrekt. Egal was andere sagen, reite auf dem Pferd, wo du möchtest. Hey Wölken. Hallo Raya, schön, dass du wieder mal da bist. Hoffentlich geht's dir gut, hoffentlich hattest du einen schönen Tag. Und ja. Und lange nichts mehr von dir gelesen. Aber eben schön, dass du wieder da bist. Hoppala. Da. Sorry, brauchte mal eine Pause. Alles gut, Raya. Alles gut. Naja, es zwingt dich ja niemand, da dabei zu sein und so. Ähm, Ich habe jetzt einen neuen Hauptaccount. Gabrielle Space Girl. Und ja. Aber ich bin auch bei den Storm Runners mit dabei, logischerweise. Und ja, habe meinen alten Account rausgeschmissen. Weil ich habe da so meine Gründe, warum ich das mache. Es fehlt nur noch Dori, dann ist der Club komplett, oder? Genau. Sind so, ja. Und Luna natürlich, sie gehört auch zu den Stormrunners, oder? Wir sind also ich, Luna, Annika, Dori und Raya. Genau. Bei dir ist viel gegangen, Wolke. Ja, bei mir ist einiges los. Vor allem die letzten Tage. Ähm, ja, ich habe eine Trennung hinter mir, bin aber sehr gut da, darüber, wie sagt man? Ähm, ja. Ich habe meinen Namen geändert, also da auf YouTube. Und ich habe einen neuen Hauptaccount, genau aus dem einen Grund, den ich vorhin schon genannt habe. Und ja. Aber hey. Und, ja, und dieser Monsieur hat mir heute geschrieben, ich sei narzisstisch, weil ich sage, ich fühle mich nicht ihm gegenüber nicht schuldig. Weil er hat da Dinge verdreht, Sachen behauptet, die ich nie gesagt habe. Ja, das war nicht korrekt. Und ja. Space Gabi, cool. Ja, ich finde es richtig, richtig cool. Weil ich liebe das Weltall und deshalb auch Space. Ich habe es schon immer geliebt. Schon als ich klein war.
Und ja. Verwender kann Fire Due Forest Stormrunners Mitglied genannt und wenn hier die Beschränkungszeit rum ist, wechsle ich zum SchuliPad. Okay. Ähm, ja. Mach du das. So, dann haben wir noch eins von diesen Dingern. Wollte ja auch gerne live gehen, aber es hat nicht funktioniert. Ja, ich habe es gesehen, ich habe mich eigentlich schon gefreut. Aber dann hast du, glaube ich, irgendwie im Chat geschrieben, dass es nicht geht und dann, ja. Darf ich dich fragen, wie alt du bist? Wie alt schätzt du mich denn? Erst einmal das. Ich bekomme immer eine Nachricht, du hast noch 5 Minuten. Oh, das klingt stressig. Aber wenn du dann wechseln kannst, dann ist es doch nicht so schlimm. So, jetzt aber. Oder auch nicht. 20. Ja, nicht ganz. Okay, so jetzt. Immer noch nicht. Okay, ich brauche noch mehr von diesen Kugeln oder was das ist. Aber wo sind die? Da ist eine. Warum passiert da nichts? Ich will Star Stable spielen, aber komme nicht rein. Vielleicht kommt es, weil ich den Entwicklern jeden Monat um Freiberger bitte. Nee, das ist bestimmt nicht der Grund. Äh, ja. Ich bin wieder mehr am Zeichnen. Oh, cool. Hast du schon viel gezeichnet, oder? So, warum passiert da jetzt nichts? Ist das verbuggt oder mache ich da was falsch? Ich könnte jetzt tausende von diesen Kugeln einsammeln und nichts passiert. Hä? Hä? Soll ich mal das Spiel neu starten? Was meint ihr? Jetzt, oh mein Gott, geht doch. Okay, ich muss mich jetzt so konzentrieren. Ich dachte erst, es wäre verbuggt, aber zum Glück geht es jetzt wieder. Ähm, ich achte gleich auf den Chat. Ich werde nur schnell das hier schaffen. So, jetzt. Moment. Ich habe einfach schon 3 Likes. Ging noch nie so schnell. Oh, cool. Glückwunsch, Luna. Wer ist dafür, dass es Freiberger gibt? Ich. Ich liebe Freiberger. Man kann es auch umwandeln von anderen Zeichnungen nennen. Okay. So, das war jetzt ein bisschen nervig da mit dieser Quest. Ich dachte erst, sie wäre verpackt. Okay, treibe die pandorischen Kreaturen zurück. Okay. Luna, wie heißt Süden JB Account? Meinst du dein YouTube-Account oder? Also weiter oben im Chat hat sie das geschrieben, wie sie auf YouTube heißt. Da kannst du gerne nachschauen. Ja. Gemeinsamer Moment. So. Da ist noch einer. Komm her, du. Ich glaube, es waren alle. Ich nehme an, die müssen jetzt da hinein. Oder so. Perfekt. Das war jetzt easy.
Okay, weiter geht's. Im Team mit wahrscheinlich Sabine. Genau, da ist sie schon. Eigentlich müsste man so einen Short machen, wie man protestiert, dass es Freiberg gibt. Ja, gute Idee. ähm. Okay. So. Okay, in New Hillcrest ist einiges los. Wie man da sieht. Pandorische Risse oder so. Yep. Okay, huch. Musste betteln um Zeit bei meinem Schul-iPad ist da auch diese Zeit. Oh je. Okay, da kannst du nicht mehr so lange zuschauen, Annika. Hm. 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 Fangenschaden schließen. Okay. Ah, den muss man abschießen. Okay. Oh, ein Zeug. So, komm schon. Schön, dass Sie da so schön brav dastehen. Und dann möchte ich auch noch. Ich hoffe, mit der Lautstärke passt alles. Ja. So, da ist noch einer. Ne, es sind noch zwei. Noch mehr. Okay, die Section habe ich nicht mehr wirklich in Erinnerung, da in SSO. Komm schon. Perfekt. Doch mein Vater hat verlängert, meine Katze guckt zu, aber hebt sich jetzt die Augen zu. Okay. Cool, dass die Katze mitschaut. Genau. Okay, was muss ich jetzt genau machen? Ach so. So, jetzt retten wir New Hillcrest. Warum auch immer ich jetzt abgestiegen bin. Ah, da ist noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. So, es wäre geschafft. Jui. Meine Katze guckt gern Lassie. Okay, das kenne ich leider gar nicht. Welche ist eure Lieblingspferdrasse in SSO? Die Curlys. Also in SSO, in echt ist es eine andere Rasse. Aber ja da in SSO eindeutig die Curlys, weil sie super niedlich sind. Und wie riesige Teddybären aussehen. Genau. Okay, Luna mag das KWPN. Ich glaube, ich bin einige der wenigen, die das Curly mag. Ich habe auf diesem Account noch kein einziges leider, weil Prioritäten und so. Es gab da Pferde, die wichtiger sind zum Kaufen. Ja, warte, das macht gerade sehr viel Sinn. Meine Lieblingspferderasse ist nicht Top 1 Priorität bei mir. Yep. Was? Es ist rund und meine Lieblingsrasse in SSO sind Isländer und Ardenner. Curly, Haflinger, Dortmund Ah, du hast auch die Curls als Lieblingspferderasse. Cool.
Okay. Meine Kriolas und Wildpferde. Okay. Also Wildpferde meinst du vielleicht Mustangs oder die Welsh Ponies auf Südhof? Upala, okay, da kann ich scheinbar nicht durch. Spannend. Okay, ich komme wieder in eine Saison rein. Welches Jump ist gerade oder gleich? Oh, das muss ich nachschauen. Äh, genau. Urpferde. Ach so. Okay, die Urpferde sind jetzt nicht so meins, ehrlich gesagt. Aber jedem das seine. Welches Jumpy haben wir denn gleich? Okay, es ist leider zu spät fürs Jumpy. Aber das nächste, 20:30 Uhr. 20 Moorland haben wir als nächstes. Genau. So, wo muss ich jetzt lang? Port Maria, hä? Okay, da reite ich jetzt hin. Okay, das Jump bekommt auch jemand. Also ich nicht. Ich reite generell während dem Stream keine Jumps und auch privat nicht. Nur während dem CT ich kann nicht mehr reden. Nur während dem CT reite ich Jumpies, aber sonst nicht. Oder außer wenn es eine Quest verlangt. Damit ich dann möchte, dass sie weg ist. Quest. Nur dann reite ich Jumpies, also Quests und CT, aber sonst nie. Ich komme um 20:15 Uhr und passt das. Das musst du für dich entscheiden. Ja. Ob es passt oder nicht. So. Ich glaube, ich muss jetzt da hinein. Genau, in die Bibliothek. Gut. Und da wären wir wieder. Was hat's denn da Schönes? Cool. Oh, diese Bilder sind so schön. Ich habe nur mal den zweiten Platz gemacht, weil ich um 2:45 Uhr gespielt habe, sonst verliere ich immer. Ja, ich hab tatsächlich schon mal den zweiten Platz geschafft bei normalen Jumpies, also um die normale Uhrzeit. Aber sonst verliere ich meistens auch. Meistens so Platzierung 6, 7, so typisch bei mir. Genau. Ich glaube, es war um 4:30 am Morgen, bin ich das Welldale Jumpy geritten und ich wurde Erste, weil ich alleine war. Es war so witzig, ich einfach alleine das Jumpy am Reiten. Voll entspannt, ohne Druck, ohne Stress. Einfach perfekt.
irgendwie liebe ich das Pony Jumpy. Okay, cool. Ich mag das überhaupt nicht. Ich habe mir da extra ein Pony gekauft, nur für das Jumpy, falls wir mal ein CT haben oder wieder mal haben. Genau. Boah, bei CT muss ich immer an das medizinische denken, Computertomographie und nicht Clubtreffen. Oh je, kann ich da? Nein, schade. Also mein Lieblingsjump ist, glaube ich, das Whaledale Jumpy. Und sonst halt einfach das Moorland Jumpy, weil es am einfachsten ist. Genau. Also. Und sonst so, alles gut bei euch? Alles in Butter? Ich suche immer einen Club mit freiwilligen CT, weil ich noch nie an einem CT und die meisten sind abends und ich bin nur am Wochenende abends on. Okay, also wir haben erstens auch freiwillige CTs und zweitens haben wir keine festen Zeiten. Also wir machen das spontan, wenn wir einfach Zeit und Lust haben. Meistens aber am Abend. Ja, ich glaube, wir warten jetzt noch nie den Tag durch. Ja. Okay, ich kann mich jetzt abholen lassen und ab zum Mittelalterplatz. Also, Lager. Dann machen wir wieder CT. Das könnten wir besprechen, wenn jetzt Story auch da wäre. Weil, ja, ihr gehört ja schließlich der Club und genau. Also da müssen wir sie mal fragen, wann sie Zeit hat und wann Raya Zeit hat. Genau. Aber ich wäre auf jeden Fall wieder mal für ein CT dabei. Aber ich muss zuerst noch Prego leveln. Er ist, glaube ich, noch Level 6 oder sowas. Und mein Pony muss ich auch leveln. Aber das geht ja ziemlich schnell inzwischen. Okay, hallo Pi. ähm, so episch mit dieser Musik. Das ist so schön. So. Okay. Den Ursamen einzupflanzen. Oh, schön. Perfekt. Ich habe eigentlich immer Zeit, außer ich chill in der Klar. Okay, ich kann mir denken, was du da meinst. Ja. Also ich habe auch immer Zeit. Ja. Aber solange Dori da nicht da ist, können wir leider noch nichts abmachen für ein CT. Genau. Ja. Wäre der Tee nicht, geht's mir bestens so ich gerade zu meiner Uroma. Ich will morgen keinen Tee übersetzt. Okay, stark, dass du es gesagt hast. Hoffentlich hat sie es positiv aufgenommen.
Okay, voll die Action. Okay. Alles gut bei euch, Star Stable? Okay, das habe ich nicht so in Erinnerung. Dann muss ich da durch. Warum ist diese Musik so... Das ist so richtig witzig. So, dann Mond, Magie-Dings. Dann einmal in sie hineinreiten. Ups. Und schon, Meteorite, bitte. Okay, diese Stelle gefällt mir gerade. Das ist cool. Ups. Und schon, Meteorite. Ups. Nein. Gleich zweimal erwischt. Na toll. So. Jetzt ab. Ich hab's. Hui. Diese Szene hat mir hier auch gefallen, wo du Szene meinst du? Hat mir hier auch gefallen, wo du gerade spielst. Ja, diesmal irgendwie was anderes, nicht so typisch Star Stable. Und der zweite Bosskampf sozusagen in diesem Spiel. Okay. So ein Quark. Das da. Jetzt haben wir Country-Musik. Auch schön. Und jetzt nicht mehr. Schade. Oder vielleicht doch. Oh, cool. Bücher. Und eine Satteltasche. Oh, wie toll. Okay, Aki. Ja, Aki. Oh, wie schön. Also bevor du nachfragst, Luna, Aki geht's gut. Er chillt neben meinem Bravia. Und ja, er sollte vielleicht wieder mal was essen. Aber ja, sonst geht's ihm gut. Okay, cool. Ich wollte gerade schreiben, wie geht's ihm? Jupp, wie gesagt, ihm geht's gut. Äh, Ist gut, mein Kind, vielleicht einen anderen Tee mit Spinat und Brokkoli. Wenn dir das besser schmeckt, dann ist das doch eine tolle Alternative. Und wer ist Aki? Aki ist mein Hund. Genau. Wolle Leo eben. Okay, mach du das und knuddel ihn einmal von mir. So. Ich gehe kurz raus aus dem Chatraum
vielleicht wieder, weil ich wollte mich nicht spoilern lassen. Okay, Raya, dann mach du das. Ähm, ja. Knuddelaki, den Süßen auch von mir. Werde ich auf jeden Fall machen. Ähm, ja. Luna, ich log gleich ein in 10 Minuten ein. Okay. Dann wird es ein bisschen knapp mit dem Jumpy. Uppala, schon. So, Mom. genau. Das kann, Leo ist da. Oh, süß. Hast du ihn schon geknuddelt? Okay, ja. Oder log jetzt ein. Bis gleich. Okay, mach du das, Annika. So, Oh, Mama. ja, natürlich. Meine Katze Kiki auch. Och jö. Mom. Ah ja, ich bin jetzt mehr der Hundetyp. Okay, da entsteht ein Portal. Huch. Okay, der ist jetzt gewachsen. Cool. Und wo muss ich jetzt hin? Die Ruhe vor dem Sturm. Team Hunde und Katzen. Okay, ja, stimmt das beides, Luna. Firgrove, okay. Auf nach Firgrove. Also ich bin, wenn schon, Team hin und her. Team mal das, mal das. Weil ich bin, wie sagt man, ambivalent oder so. Ich bin extrem ambivalent bei solchen Dingen. Firgrove war's. Genau. Okay, aber wo in Firgrove? Starshine. Wo bist du, Starshine? Nichts gegen meine Katzen, aber man konnte eher mehr, glaube ich. Okay, das ist deine Meinung. Jeder hat seine Meinung natürlich. Okay, ist da irgendwo? Wo ist Starshine? Ist das? Nein, ist er auch nicht. Da vielleicht. Zählt das auch noch als Firgrove? Jetzt fehlen nur noch Dori und Raya. Dann wären wir alle online. Ja, ja. Ich will noch kurz eben was nachsehen. So, ein Zuschauer. Ja, ich sehe es auch gerade. Aber hey, so ist es leider. So. Ist Starshine perfekt oben ist er. Hallo Starshine.
Aber wahrscheinlich ist mein Stream für die meisten einfach zu ruhig. Oder so. Ich weiß es nicht. Und ja. So. Hallo? Weiter zu Starshine und Meteor. Okay. Für mich nicht, für mich ist der Therapie. Oh, das ist so lieb von dir, Luna. Das bedeutet mir sehr viel. Aber eben die meisten mögen halt permanente Beschallung, wenn man das so sagen kann, als wenn jemand permanent einfach redet. Und ja, Bana. und dann ist Ruhe eigentlich zu langweilig für einige. Dann schalten die wahrscheinlich schnell wieder weg. Ja, ja. Was jetzt da in die Hütte hinein? Ich glaube, das geht sogar. Ja, ich glaube. So, das ist auch mega schön irgendwie. Was haben wir da? Hoppala. Cool. Northern Mountain Range. Cradledale, Silverglade. Cool, eine Map von Jorvik. Okay. Also das Radio aufstellen. Gut. Einen Sinn raussuchen. Okay. Wo ist das Radio jetzt hin? Ah, da oben. Gut. Starshine möchte ein Bad. Okay. Also, was findet ihr eigentlich spannender? Leveln oder Questen? Ich habe das, glaube ich, schon mal gefragt, aber ich frage nochmals, weil ich sollte vielleicht wieder mal ein bisschen leveln. Und wenn wir schon dabei sind, Meteorite ist Level 12. Yay. Gut. So, da sind wir. Leveln. Okay. Weil, wie gesagt, ich muss noch Prego und Sandrose leveln, bevor wir das nächste CT haben. Und ja, das heißt, ich wechsle jetzt zum Leveln. Dann kann Raya wieder zuschauen, weil sie möchte nicht gespoilert werden. Gut, dann leveln wir jetzt. Ich vermisse meine Levelroute. Herzlichen Glückwunsch zum Level Up. Danke, Luna. So, Prego oder Sandrose? Oder jemand völlig anderes? Okay, Prego, wo ist Prego? Er ist Level 6 und Sandrose ist auch Level 6. Okay, ich würde sagen, Prego hat Priorität. Prego, mein großer, komm mit. So. Ich finde ihn einfach toll. Und passend dazu nehme ich jetzt da mein Club-Outfit. Warum auch immer.
damit es vollständig aussieht. Oh, diese Frisur ist voll süß bei diesem Outfit. Oh. Gut, dann mal schauen, wie weit ich mit meiner Levelroute komme, weil ich habe noch nicht alle Rennen freigeschaltet. Genau! Seelenreiten. Oder soll ich das, wenn ich denn sowieso in Wildale bin? Ähm, nee, ich mach's jetzt. Okay, let's go. Haben wir es drin gehabt? So. Also den Runenläufer möchte ich da nicht allzu dringend, weil der andere Runenläufer ist einfach, sobald er Level 15 erreicht hat, einfach im Stall verschwunden. Dann nie wieder hervorgeholt worden. Außer für das alle in meinem Pferdevideo. Okay. Ah, ich liebe mein Pferd. Es ist so toll. Es ist so cute. Gregor ist einfach toll. Okay. Und so wird's gemacht. Es gibt 400. Nice. Dann geht's weiter mit nochmals Fang einen Flüchtigen. Genau. Sorry, dass ich so ruhig bin. Alles gut, Luna. Du bist sowieso jetzt dann gleich beim Jumpy, oder? Hm. Ich bin gerade auch ziemlich ruhig gewesen. Aber schön, dass du noch da bist. Alle anderen sind wieder weg. So. So. Wäre das gemacht? Ja, also wie man sieht, ich bin nicht gerade die beste Unterhaltung. Ich bin manchmal einfach zu ruhig. Und ja, Blitz ist da drüben. Ich bin auch nicht gut im Kommentieren oder so. Einfach, ja. Die Sonne war da hinten.
So bei meinen privaten Level-Talks kann ich viel mehr und freier reden irgendwie. Und am Stream ist es nicht so einfach, ehrlich gesagt. Aber hey, ich versuche mein Bestes und ja. So, noch 3 Mal und dann habe ich's. Für heute zumindest. Stern ist da. Und der Mond. Perfekt. Gut, dann zurück nach Morland. Und dann würde ich sagen, beginne ich mit dem Leveln. Moment, Brego hat Hufeisen. Nee, hat er nicht. Okay, dann hole ich noch kurz Hufeisen. Ich glaube, ich habe sogar ein paar. Und dann braucht Sandrose auch noch welche. Wo waren die? Naja, besser als nichts. So. Oder hat irgendwer die Hufeisen drauf? Aim vielleicht? Ja, Aim hat sie. Gut. So, Brego, dann bekommst du jetzt die guten Hufeisen. So, perfekt. So. Und weiter geht's. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass dieser Stream so ruhig wird. Genau. Moment. Genau, ich wollte leveln. Gut, ich hoffe einfach, dass mein Internet jetzt nicht spinnt, weil da plötzlich so viele auf der Stelle galoppieren. Ja. So, let's go. Er hat ja eigentlich das Jumping, mich hat es ab aus dem Spiel geworfen. Oh nein, das ist ja super ärgerlich. Oh je. Ja, aber da kannst du ja nichts dafür, also. Ich bin 7. geworden. Okay, auch nicht schlecht. Hauptsache, man kommt ins Ziel, oder? Genau. Was? Nee, sorry, wollte den kaufen, aber doch nicht. Ja, tolle Logik. Ich werde aus dem Spiel geworfen. Dort haben wir welche eine Gummibärparty gefeiert, die eine so. Da hatte jemand auf einem Gummibärpferd. Okay. Gummibären sind lecker. Okay, das war jetzt ein bisschen random. Und Brego ist Level 7. Yay. Okay. Gut. Herzlichen Glückwunsch zum Level Up. Danke dir, Luna. Hallo, Stars for Kari. Wie kann ich dir sagen? Einfach Kari, oder?
Schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut, hoffentlich hattest du einen schönen Tag. Und ja. So. Ja, einfach Curry. Okay, gut. Dann versuche ich mir das zu merken. Luna, Luna, diese Gummibärchen und Wolke. Moment. Wolke, guck in den Globi, dann weißt du, was ich meine mit Gummibärchen und meine Nachricht. Okay, Gummibärchenpart. Oh ja! Moorland. Gummibärchenparty. Ich liebe Gummibärchen, besonders die blauen. Obwohl ich noch nie welche hatte. Mom. Okay. Aber So, das nächste Rennen. Wer von euch war nochmals dabei mit den Gummibärchen, als ich herausgefunden habe, dass es blaue Gummibärchen gibt? Und das war, glaube ich, im selben Stream wie mit den Klos. Ja. Ich kann es nicht sein lassen mit Freibergen und Hikari. Ja, ist auch gut so, man muss es so ein bisschen schubsen mit den Freibergern, damit sie endlich die reinbringen. Genau. Woher kommst du, wenn du antworten möchtest? Ich komme aus der Schweiz. Genau. Es gibt auch die Marshmallows, Zuckerwatte und so. Ja, das gibt es auch. Cool. Yep. So. Fertig gemacht. Nein, nicht das, nicht das. Pfui. Kari, spielst du auch SSO? Gute Frage. England ist besser. Jedem das seine. Ja, ich spiele SSO. Okay, cool. Kolumbien besser. Jeder hat seine Meinung. Ich sage jetzt nicht, ob ein Land besser ist als ein anderes oder so. Ich bin da völlig neutral. Ich sage jetzt auch nicht, dass die Schweiz das beste Land ist. Genau. Also klar, ich habe ein Lieblingsland, aber das ist nicht die Schweiz. Ja. Okay. So. England auf die Eins. Für dich schon. Bei dir, ja, darf es gerne so sein. Aber wenn andere eine andere Meinung haben, dann sollte die aber auch akzeptiert werden. Finde ich. Hast du ein Lieblingslied oder Sänger? Ja, habe ich. Lieblingsgruppe eher. Lieblingssänger an sich habe ich nicht. Lieblingsgruppe ist Heimweh und mein Lieblingslied ist jetzt ein schweizerdeutscher Song. Sterne, Lichter, Meer heißt er. Japan ist so schlau, in den Bahnhöfen gibt es doch diese Türen, wo erst wahrscheinlich aufgehen. Wenn der Zug die Türen aufmacht und
in den Hotels gibt es Ersatzzahnpasta und Zahnbürsten und andere Dinge. Oh, cool. Mama. Genau. Volk ist es auf deinem Profilbild, Chris? Nein. Nein, 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 nein. Chris hat erstens keine orangen Haare und zweitens ist er keine Frau. Ja, das auf dem Profilbild ist einfach. Ich fand das. Also inspiriert von meinem SSO-Charakter. Da mit den orangen Haaren und so. Und dem Zopf. Oder halt einfach dem Rossschwanz. Genau. Okay, Morland wäre gemacht. Aber rein theoretisch könnte ich Chris als mein Profilbild nehmen. Aber ich finde das jetzt irgendwie so toll, dass ich es eigentlich nicht ändern möchte. Genau. Aber ich habe das ein Bild, das wäre ideal als Profilbild. Bin ich farbenblind, deine SSO-Haare sind rot. Ja, ich würde es jetzt als orange bezeichnen, aber ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass du farbenblind bist, weil vielleicht sieht es als kleines Profilbild etwas anders aus. Aber ja, die sollten orange sein. Oder halt rot, wie man möchte. Also auf jeden Fall, Chris hat auf jeden Fall viel dunklere Haare, also kann es ihn schon mal nicht sein. Eine Lieblingsband, Sänger. Okay, Moment. Finnel, Fastbankler. Moment. Fastbankler schreibt man so und Lena Meyer, Landrut, ihr Freund ist Mark Forster und in SSO bin ich voll in diesen Gavin verknallt. Es gibt einen Gavin in SSO. Ich kenne es nur den aus Red Dead Redemption 2, also RDR 2. Aber da in SSO keine Ahnung, wer Gavin ist. Gavin! Ja. Aber ja, ich kenne jetzt doch keine einzige Band oder Sänger, den du da gerade aufgezählt hast, leider. Genau. Okay. Jarlheim steht Gavin bei. Ihm gibt es auch einen Nebenquest für das Laternenrep. Ah, der heißt Gavin. Okay, den meinst du. Alles klar. Aber ich weiß es, wen du meinst. Das ist meine Lieblingssängerin mit Olivia oder wie auch immer sie geschrieben wird. Okay, sagt mir leider überhaupt nichts. Ich habe nicht so diesen Mainstream-Musikgeschmack, ehrlich gesagt. Also, ja. Und bei Musik kenne ich mich überhaupt nicht aus. Also ich kenne weder gewisse Sänger, noch könnte ich die erkennen, noch sonst was. Genau. Übrigens, ich habe es schon mal erzählt, aber niemand ist darauf eingegangen. Ich habe wieder ziemlich viel geschrieben heute. Ja, es war so toll. Ich wollte nur irgendwie kurz wieder reinkommen und schon habe ich aus Versehen 10 Seiten geschrieben. Etwa 10 Seiten. Irgendwie sowas. Genau. Meine Lieblingsband, Sängerin.
Billie Eilish, Nirvana, Die Ärzte und Tokyo Hotel. Lieblingssong Lieblos und Lieblos 2, Popcorn Riemen, Ocean Eyes und so weiter. Okay, also Billie Eilish kenne ich tatsächlich. Tokyo Hotel nur vom Namen. Hallo zusammen. Und der Rest sagt mir überhaupt nichts. Was schreibst du denn? Eine Geschichte. Also mein viertes Buch inzwischen. Ja. Ein Musikgeschmack. Okay. Na gut, meiner ist auch speziell. Meine eine Oma, wo rein Deutsche ist, außer dieser anderen, und die hatte immer einen Hund und sie hat wieder einen, der ist jedes Wochenende bei uns, der ist mega süß. Ah, cool. Genau. Genau. Also ich habe inzwischen eine Vorgeschichte geschrieben und drei richtige Bücher. Die sind da neben mir, neben dem Monitor stehen sie. Und ja, also ich habe die Bücher wirklich, wirklich physisch. Ja. Na, wenn du meine Lieblingssongs hörst, checkst du es. Okay, also ich weiß, was für Songs das Billie Eilish macht, deshalb höre ich sie nicht mehr. Weil irgendwie die Songs sind mir irgendwie so negativ und so, irgendwie ganz komisch. Ja, worüber sind die Bücher denn? Über, also nicht Roman, sondern einfach vielleicht Drama ein bisschen. Okay, warum schwebst du? Okay, spannend. Genau. Es ist ein 8 Wochen alter Welpe, heißt Kiwi und ist ein Labrador-Dalmatiner-Mischling wie der von Lena Meyer so und so. Heißt er auch Kiwi. Och, hier ein Labrador-Dalmatiner-Mischling. Wie süß. Und dann erst doch ein Welpe. No, herzig. All diese Songs sind negativ, aber ich mag diesen Vibe. Okay, wenn es dir gefällt, dann go for it. Solange es dich nicht runterzieht, ist doch gut. Cool. Genau. Ich schreibe schon seit ich klein bin. Ja. Okay, Prego ist bald Level 8. Yay. Wie alt bist du denn? Ich bin 25. Aber wie alt hättest du mich geschätzt? Das würde mich noch wundern nehmen. ...21 Jahre maybe. Okay, viele schätzen mich so um die 20 herum. Und jemand sogar 15. Ähm, ja, ist noch spannend. 1995, oder? Habt ihr 5 in Mathe? Äh, meinst du meinen Jahrgang oder was? Oder was meinst du mit dieser Zahl? Also mein Jahrgang ist nicht im 19 irgendwas. Also wir haben ja das Jahr 2025. Welches Jahr war vor 25 Jahren? Ja, das meine ich. Okay. In Englisch haben wir die Liedtexte von Zahide durchgenommen und Kiwi guckt gerade zu. Hätte dich auf 23 bis 24 geschätzt. Nicht schlecht. Und habe in jedem Fach eine 1. Meine schlechteste Note war eine 2. Oha, du bist so richtig gut, Annika.
Cool. Nein, du gibst mir jetzt keine Mathestunde. Entschuldigung, Luna. Aber es ist doch so logisch. Okay, weiter geht's. Aber 2000 dann, oder? Genau, ja. Du bist Jahrgang 2000, yep. Okay. Freust du dich auf Weihnachten? Ja. Also allgemein Weihnachten, jetzt nicht nur in Star Stable. Ja, Weihnachten ist immer toll. Aber nicht zum Hirn. Ach komm, Luna, doch hast du. Kiwi bellt den Bildschirm an, egal wie oft ich ihr sage, dass sie ruhig sein soll. No, sie ist doch noch so jung. Ja. Da musst du ihr das sanft beibringen. Lieber mit Belohnung als mit Schimpfen. Zum Beispiel, wenn sie dann mal sich umdreht oder so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht viel von Hundetraining. Aber ich habe einem Hund innerhalb von irgendwie 1, 2 Tagen Sitz beigebracht. Und ich habe innerhalb von einer Woche ihm beigebracht, nicht mehr am Tisch zu betteln. Genau. Das hat aber mal eine Polizist mal gesagt. Okay, das ist fies. So denkt der Fernseher greift sie an. No. Naja, Welpen halt. Die muss man erziehen. Weil sonst können daraus Problemhunde entstehen und die möchte niemand. Kari, wusstest du, dass Luna, Gabriel und ich im selben Club sind? Und wie heißt dein Club und dein Server? Okay. Aber wir drei sind tatsächlich im selben Club. Genau. Und Kari, auf welchem Server spielst du? Du bist auch in einem Club. Server 11, okay. Icy Palace ist das. Okay, Moment, das Diebsrennen habe ich noch gar nicht. Warum reitet denn da hin? Mann. Okay, reine Gewohnheit. Wie schalte ich das Diebsrennen frei? Das habe ich auch noch nicht. Okay, Windmühlenrennen vielleicht? Icy Palace oder so. Genau, Icy Palace. Du bist halt eine Kiwi, haarig und süß. No. Das ist ein süßer Vergleich. Heißt du, nein, warte, heißt er wegen der anderen Kiwi, oder? Also, als ich noch Katzen hatte, war meine Namensgebung sehr kreativ. Ironisch gemeint. Ja, in einem Club, der bald aktiv wird, gerade in aktiven Club, deswegen weiß ich den Namen gerade nicht auswendig. Okay. Alles gut. Ich habe da ja gerade mein Clubpferd und mein Club-Outfit an. Genau. Weil ich finde, es passt einfach zusammen. Oder es gehört einfach zusammen. Bin erkältet. Oh nein. Gute Besserung, Kari. Hoffentlich geht es so schnell wieder besser. Erkältungen sind echt nervig. Und teils auch ziemlich hartnäckig. Danke.
danke. Gerne doch. Okay, nein, ich wollte nicht das. Das da wollte ich. So. Wie viel? 64. Okay, dann lasse ich das noch mit dem Horse. Das mit den XP. Dann ab zur Winterjoine. Ich glaube, diese Rennen habe ich bereits. Okay. So, na gut, ich habe 2 Rennen. Ne? Ich sollte da echt mal weiter questen, auch die Nebenquests und nicht nur die Hauptstory. Und einfach mal alle Rennen freizuschalten. Ich streame bald 2 Stunden. Nice. Wie heißt du in echt, wenn du das sagen möchtest? Soll ich das sagen? Ja, lassen wir es bei Gabi. Leo hat mir gerade einen Kuss gegeben. Oh, wie süß. Dann knuddel ihn noch einmal. So. Okay. Und Brego ist Level 8. Yay. Hab ihn geknuddelt. Ah, schön. Ne? Da hat er sich bestimmt gefreut. So. Ich glaube, das eine Rennen da oben bei der Kuppel habe ich, glaube ich, sogar. Und frag mich nicht warum, aber ich habe gerade so Lust auf Pizza. Aber die Läden sind zu und ja, und ich habe keinen Pizzateig mehr. Das ist so schade. Ja, ich habe das Rennen. Perfekt. Okay. Okay, ich war gerade mitten am Tag träumen. Ja, vielleicht deshalb wieder ein bisschen ruhiger. Ich möchte da immer falsch reiten. Und statt geradeaus. Okay, wer hat das gemacht? Meine neue Bestzeit, hui. Und hep. So. Okay, und die Rennen da unten habe ich glaube ich auch schon. Bin mir aber gerade nicht so sicher.
Genau. Okay. Na gut, ich habe 2 Rennen. Das ist auch okay. Ich nehme an, ihr beide, Annika und Luna, seid wieder beim Jumpy. Okay, was könnte man noch so Schönes reden? Oh, krass, es hat sich gerade, Moment, alles komisch angefühlt und es sah alles komisch aus in meinem Zimmer. Oh, okay. Ich hoffe, dass alles gut bei dir ist, Luna. Ja. Bin gerade leicht und unkonzentriert. Ich hoffe, man merkt das nicht zu sehr. Ja. Ups, nein, ich möchte nicht, bitte nicht. Prego, warum schwimmst du da? Ein Zuschauer. Jetzt sind es wieder 2. Aber naja, wenn die anderen meinen Stream vielleicht langweilig finden oder so, dann ist das auch okay. Und hepp. So. Wäre das auch gleich gemacht? Perfekt. Mom. So, das Moos kommt noch mit. Okay. Also ich habe jetzt gerade nichts zu erzählen leider. Ja, oder habt ihr irgendwelche Themen, über die ihr gerne quatschen möchtet oder so? Oder soll ich einfach weiterreden, bis mir was einfällt? Ach, kurz weg hattest du gesagt, sie, wie du heißt. Ja, einfach nur Gabi. Mehr sag ich da nicht. Wie, wie hast du mit der Saison angefangen? Ich habe es per Zufall auf YouTube entdeckt und habe dann gedacht, dass es cool ist und habe dann damit angefangen. Genau. Doch alles gut. Okay. So. Oh, Mama. Gut, ich mache dann noch schnell mein Getränk auf. Ich mute schnell das Mikrofon. So, da bin ich wieder. Okay, und weiter geht's. Habe ich da auch schon Rennen? Habe ich da alle? Mama. Ich habe da ein einziges Rennen. Yay. Besser als nichts. Upala. Genau, genau, genau. Uah. Was war das eben? Was ist dein Lieblingsbuch? Uff, schwierig. Ich würde sagen, meine eigenen Bücher. Zählt das?
Also ich bin nicht mehr so eine Leseratte, wie ich mal war. Ja, also ich lese nur noch sehr, sehr wenig, wenn überhaupt. Und ja. Okay, oh, da ist doch noch eins. Wie hast du mit YouTube angefangen? Ähm, ja, gute Frage. Weil ich einfach darauf Lust hatte. Da gibt es jetzt keinen speziellen Grund. Ich wollte eigentlich schon seit 7 Jahren YouTube machen. Aber ja, hab's nachgemacht, dann aber wieder aufgehört. Und ja, und jetzt zieh ich's durch. Hey WG, hallo Cookie, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut, hoffentlich hattest du einen schönen Tag und mir geht's gut, danke. Genau. Ja, mir auch. Oh, das freut mich. Das ist doch schön. Okay. Gibt's noch mal so ein Rennen? Ja, perfekt. Und das vierte kommt dann durch eine Nebenquest. Genau. Und so. Luna und ich haben auch alles geklärt. Ah, ist doch schön. Das freut mich. Das wegen dem Ignorieren und so. Oder? So. Und hep. Und gerade nochmals und nochmals und ab ins Ziel. So. Meine Lieblingsbücher sind deine und Warrior Cats. Okay, du hast meine Bücher aber noch nie gelesen, Luna. Ich habe nur ein bisschen vorgelesen. Aber das ist toll von dir, dass deine Lieblingsbücher meine sind. Und Warrior Cats. Apropos Warrior Cats, wenn ihr Warrior Cats kennt, dann kennt ihr vielleicht auch Survivor Dogs. Die habe ich so gelesen, bis aufs letzte Band. Ich habe wirklich das Finale noch nie gelesen. Ich soll es vielleicht mal nachholen. Genau. Aber diese paar Sätze so super. Ah, das ist so lieb von dir, Luna. Muss dann mal ausmachen, muss noch was essen, schlaf gut. Okay, Kari, danke, dass du da warst. Dir auch noch gute Nacht und einen guten Appetit. Und bis nächstes Mal. Aber ich kenne das mit den Hunden, aber noch nie gelesen. Okay, es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ich finde es richtig gut. Und ja. Moment. Ich kann Schweizerdeutsch reden. Hallo Emma. Ähm, ja, ich kann Schweizerdeutsch reden. Aber die meisten verstehen es leider nicht. Deshalb rede ich Deutsch. Aber schön, dass du da bist. Hoffentlich geht es dir gut. Hoffentlich hattest du einen schönen Tag. Und ja. So. Ja, danke. Gerne. Okay, Arbeitszeitweise Nummer 2. Hast du mir auf Discord geschrieben? Ah, okay, meinst du? Okay. Ich merke, dass du Schweizerin bist. Ja, ich weiß. Ich habe einen extrem ausgeprägten Schweizer Akzent.
aber das weiß ich auch. Äh, ja. Genau. Also ich kann schon ein bisschen Schweizerdeutsch reden, wenn euch das passt. Ähm, ja. Gut, dann haben wir jetzt diese beiden Rennen. Das ist perfekt. Okay. Ja. Okay. Lieber Deutsch, please. Okay. Gut. Aber einen Satz Schweizerdeutsch kann ich ja sagen. Aber ich muss mir erst noch einen einfallen lassen. Bis dann lieber selbst. Okay. So. Perfekt. Dann das nächste. Nee, nichts Schlimmes. Okay, aber nichts Privates da reinschreiben, okay? Okay. Genau. Und sonst so, alles gut bei euch? So wäre das auch gemacht. Das Gartenrennen habe ich da noch nicht. Deshalb lasse ich das mal. Also logisch, wenn ich es noch nicht habe. So. Unter den Umständen alles gut. Ist doch schön. Okay. Yay, mein Ruf hat sich verbessert. Cool. So. Okay, warum reite ich trotzdem da hoch? Okay, reine Gewohnheit. Reine Routine. Oh je. Aber bei Jasper habe ich, glaube ich, die Rennen noch schon. Hi, hallo. Moment, Lisa, richtig. Ähm, ja, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut. Hoffentlich hattest du einen schönen Tag. Und ja, von welchem Teil der Schweiz kommst du? Kanton Zürich. Genau sage ich es nicht. Okay. So, das Kamele möchte ich noch einsammeln. So. Okay. Naja, so ist es. Und wenn es nicht so wäre, dann wäre es nicht so.
Ja. Okay. Das andere Rennen auch noch gleich. Hoppala, ja, einmal ein ziemlicher Lag. Nice. Können wir da immer gebrauchen. Okay. Das ist doch auch gemütlich, so ein bisschen Country-Musik, so durch ein Kürbisfeld reiten. Hat doch auch was. Gut, dann wäre das Game gemacht. Dann geht's weiter. Ich glaube, mein Ruf, genau, der hat sich wieder verbessert. Nice. Okay. Okay, ich habe gerade wirklich nichts zu erzählen. Was würde euch noch so interessieren? Ähm, Habt ihr einen Lieblings-Space Shuttle? Random Frage, ich weiß, aber würde mich noch wundernehmen. Oder kennt ihr euch da weniger aus mit denen? Es gibt ja oder gab 5 Space Shuttles. Und ja, ich könnte alle 5 aufzählen, wenn ich wollte. Es gibt sogar einen 6. Upala, ich kenne mich damit nicht aus. Okay, ja, jeder hat da so seine Interessen. Ich kenne mich leider nicht aus, sorry. Okay, zählen wir auf. Also wir haben Columbia, Challenger, Discovery, Atlantis und Endeavour. Das sind diese 5. Und dann gibt es, ich glaube, Enterprise. Den gibt es auch noch, da der den so als Test-Shuttle verwendet haben. Aber da muss ich mich noch genauer reinlesen, das schon wieder war. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob der wirklich Enterprise hieß. Irgendwie sowas. Genau, und Discovery ist meine mein Lieblings-Shuttle. Ich finde die mega toll. Fand ich schon immer so. Genau, und die Discovery kommt sogar in meiner Geschichte vor. Äh, zwar nicht in einer realistischen Timeline, aber sie kommt vor. Genau, jetzt habe ich gerade 2 Zuschauer verloren, weil ich über Space Shuttles geredet habe. Egal. Okay.
Okay. Ah, toll, dass ihr euch das so gut vertragt. Hm. So. Und Luna und ich haben dich auch lieb, Wolki. Oh, das ist so lieb von euch beiden. Ich mag euch auch. Das kann man ja sagen. Also ich mag meine ganze Community, nicht nur euch beide. So, ja, Wolki. Okay. Hallo René, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut, hoffentlich hattest du einen schönen Tag. Und ja, und schön, dass du vorbeischaust. Okay. Gut, Prego ist bald Level 9. Dann fehlen nur noch 4 Level. Oh je. Und dann muss ich noch Sandrose leveln. Aber wenigstens macht es Spaß zu leveln. In Stream 2 Personen unter Tagesgerät. Danke euch, Volk und Kuckelei. Gerne durch Luna. Immer. Es freut mich so, dass meine Streams dir helfen. Und ja. Und auch, dass Cookie für dich da ist, finde ich auch super. Und ja. Okay. Ja. So. Immer wenn man nicht was sagen, immer so und okay und ja. Immer so Lückenfüllerwörter. Aber hey, die gehören doch auch dazu. Okay. Übrigens, ich war letztens in einem Museum, bei dem es um Verkehr und öffentlichen Verkehr und so geht. Also Autos, Züge, Flugzeuge, Weltall auch und so und Schiffe. Und ja, es war mega toll und es war extrem speziell. Also ich war dort nicht das erste Mal, aber es gab dort eine ganz bestimmte Lok, die dort stand. Mit der hatte ich es in echt schon zu tun. Und zwar ganz genau mit dieser. Es war so ein schöner Moment, das glaubt ihr gar nicht. Und ja, dass es wirklich genau diese eine Lok war, das
Es hätte eine andere in dieser Farbe sein können, aber nein, es war genau die. Und ich war schon in ihrem Führerstand. Ich habe sie an und ab gekuppelt und alles. Gekuppelt. Oder sagt man im Deutschen? Genau. Und es war einfach so ein schönes, blöd gesagt, Wiedersehen mit ihr. Das ist einfach, ja, es war mega, mega toll. Und ich könnte wirklich nochmals dorthin gehen und einfach 10 Stunden nur vor ihr stehen, bis 2 sitzen und sie einfach nur anschauen. Genau. Und ich weiß, sinnloses Gelaber mit Wolki. Aber hey, ich habe immerhin was zu erzählen, oder? Auch wenn es euch nicht interessiert, aber naja. Okay. So. Verandale gemacht. Und Prego ist Level 9. Juhui. So, dann ab zur Rennstrecke. Rennstrecke der Baroness. So. Okay, es ist noch interessant, je nach Thema. Ja. Bin weg, musste eben betteln, dass ich eine Schere bekomme. Okay, für was denn, Luna? Und welcome back. Herzlichen Glückwunsch zum Level Up. Danke dir, Luna. Genau, das habe ich mich auch gerade gefragt. Aber ich finde es interessant, man merkt ziemlich schnell, wenn die Zuschauer das Thema nicht interessiert, ähm, wenn man etwas erzählt. Genau. GW. Danke, Cookie. Ein Lollipop. Nein, was ist mit dem? So. Okay. Dann das nächste Rennen. Ich bekomme den nicht mal. Nicht, Moment. Ich bekomme den nicht auf. Nicht mal mit einer Schere. Oh je. Lollipops sind manchmal etwas tricky zum Aufmachen. Ja. Aber du kriegst das schon irgendwie hin, Luna. Sei einfach vorsichtig. So. Okay. Mich interessiert das Thema. Ich finde es so schön, wie du dich über alles freuen kannst. Ja. Mich kann man wirklich für vieles begeistern, besonders wenn es so um Fahrzeug oder Flugzeug oder so geht. Außer bei Autos, das interessiert mich überhaupt nicht. Genau. Aber ganz besondere Freude habe ich natürlich an Space Shuttles. Das sind die coolsten. Dann Flugzeuge, dann Lokomotiven und so. Cool. Moment. Cookie kann ich eh nicht machen. Wegen Kampf. Welches Thema ging es denn? Es ging um meine Lieblingslokomotive, die jetzt in einem Museum steht. Und ich war schon in ihrem Führerstand drin, als sie noch in Betrieb war und jetzt steht sie einfach im Museum. Und dann habe ich von diesem Moment erzählt, als ich sie gesehen habe und einfach bei ihr war. Es war so schön. So ein schöner Moment war das. Okay.
Gut, Moment, die Dailies da oben habe ich schon gemacht. Gut. Ich bin kurz davor, das Rennen beim Observatorium freizuschalten, glaube ich. Dann lassen wir das aus, weil ich es noch nicht habe. Und dann geht's ab nach Welldale. Dann vielleicht noch gelegentlich Licht sammeln und dann mal schauen. Wie viel Licht habe ich überhaupt? Über 1000. Nice. Ich glaube, ich brauche 1500 oder so für die nächste Stufe. Da muss ich noch mal nachschauen. Okay. Ich glaube, da drüben ist es. Sammle jetzt jeden Tag so viel Licht. Dann habe ich bis Weihnachten 330.000 Licht. Okay, das ist ziemlich viel. Ja. Also wenn du die Geduld dafür hast, dann go for it. Und wenn du die Zeit dafür hast. Hoppala. Okay, das merke ich jetzt ab. Das ist Gartenpulver. Das muss jetzt. Da oben ist es. Perfekt. So, komm her. Perfekt. Hab keine Geduld zu sammeln. Oh je. Naja, ich bin mal einen ganzen Nachmittag lang einfach nur am Licht sammeln gewesen. Es war eine tolle Zeit. Es dauert eh noch 2 bis 3 Stunden. Okay, ist trotzdem ein bisschen lange. Aber hey, wenn es Spaß macht, dann warum nicht? Okay. Cookie, wann bist du wieder live? Stimmt, Cookie, ich glaube, du warst gestern oder so, warst du live? Habe ich gesehen. Aber ich konnte gestern leider nicht, weil ich nicht zu Hause war. Genau. Ich war gestern live. Okay. So, und weiter geht's. Okay. Ja. Okay, ich drifte gedanklich einfach immer wieder ab. Es ist so schlimm. Aber hey, das gehört nun mal zu mir. So. Gut, dann ab zum nächsten Lichtrennen. Jetzt habe ich 1100. Okay. 3,65 Millionen Licht hättest du, wenn du ein Jahr lang jeden Tag 10.000 Licht sammelst. Ja, stimmt. Aber ich glaube, ich würde das nicht hinkriegen. Genau. Aber hey, wenn das jemand schafft, dann Respekt. Und vielleicht noch heute, kommt drauf an, wie lange ich noch streamt oder halt nächste Woche. Okay, ja, ich bin da schon noch ein bisschen live, also
Ich möchte Brego noch leveln und dann noch Sand Rose, je nachdem, wie viele Rennen ich da schon freigeschaltet habe. Genau, ich wollte das Lichtrennen machen. Ups. Drei Zuschauer. Jupp. Aki. Luna hat Freude, immer wieder Aki zu schreiben. Okay. Okay, ich streame jetzt schon seit 2,5 Stunden. Die Zeit vergeht wie im Flug wieder mal. Upla. So. Oh, das ist eine gefangene Tasche. Cool. Soll ich dir was sagen? Klar? Ähm, kannst du ruhig? Aki. Yep. So heißt mein Hund. Aki, Aki. Uppala. Ja, nochmals ein Like. Nice. So. Gut. Okay. Also da hat es nochmals eine. Cool. Noch mehr Gartenpulver und ein Irrlicht. Das geht, glaube ich, dahin. So, auf das warte ich jetzt nur noch kurz. Dann geht's gleich weiter. Und da ist John. Perfekt. So. Okay, wäre das auch erledigt. Perfekt. 2 Zuschauer. Yep. Wahrscheinlich du und Cookie. Ich fände es cool, wenn Raya nochmals vorbeischauen würde, weil ich bin jetzt nicht mehr am Questen. Und ja, Moment, DLC, habe ich diese Rennen? Ja, habe ich, gut. Druidenkopf habe ich schon gemacht und ab zum DLC. Gut, aber da bin ich jetzt faul. Ich nehme den Transporter. So. Gut, einmal den DLC springen. Und wenn Dori kommt, wäre auch cool. Ja, das wäre auch mega toll. Dann können wir vielleicht ein CT machen. Also nicht heute, aber weil, wenn es uns allen dann geht. Genau. Weil Prego ist bald bereit für ein CT. Also nicht das medizinische CT, sondern das SSO-CT. Nicht verwechseln. So.
Okay, ich habe wieder mal nichts zu erzählen. Ich glaube, ich bin die einzige SSO-YouTuberin, die nichts zu erzählen hat. Und alle anderen reden immer nonstop, keine Ahnung was und keine Ahnung, wie die das machen. Und bei mir ist es halt immer wieder mal ein bisschen ruhig zwischendurch. Und ja. Ich habe auch nie was zu reden. Willkommen im Club, Cookie. Ja, ich frage mich, wieso die großen YouTuber das machen, dass sie immer etwas zu sagen, also zu reden haben. Ja. Und Luna auch. Genau. Ja, die sind große YouTuber, da ist der Chat überfüllt mit Nachrichten. Stimmt, ja, und da haben sie dann auch immer etwas zu reden. Stimmt. Und bei mir ist es eher ruhig. Ja. So. Okay, es ist ja nicht immer einfach, von sich aus ein Thema zu finden. Ja. Ist aber auch toll so. Ja, finde ich auch. Wenn es mal bei jemandem etwas ruhiger ist. Und ja. Wow. Schon gedacht, Prego springt da nicht. Wenn ich ehrlich bin, mag ich es auch ruhiger, also wie hier. Ah, das freut mich. Ja, wir sind so eine kleine, aber feine Community. Und ja. Und das war eigentlich eines meiner Ziele. Genau. Und mir ist es manchmal auch lieber, wenn es einfach ein bisschen ruhiger ist und nicht irgendwie 10.000 Nachrichten in einer Minute geschrieben werden. So auf YouTube. Genau. Aber dann haben wir wiederum das Problem, dass einige vorbeischauen und wenn sie genau dann einen ruhigen Moment erwischen, ist es denen zu langweilig und dann gehen sie wieder. Also ich denke, dass das ständig passiert, aber naja. Weil sich halt permanente, kann man sagen, die Reizüberflutung oder so gewohnt sind. Und dann kommen sie zu mir, wo es einfach ruhiger ist, weniger läuft und alles. Und dann wird es schnell langweilig für die. Also das ist meine Theorie. So. Genau.
So, dann sind jetzt die Vierkampfrennen an der Reihe. Oh, da habe ich noch zwei. Okay. Moment. Okay, jetzt sind mir definitiv die Themen ausgegangen, um zu etwas zu erzählen. Ja, alles gut bei euch? Oder wollt ihr über irgendetwas Bestimmtes reden? Oder mögt ihr lieber etwas Ruhe? Oder was auch immer. Ruhe ist gerade auch okay. Okay, gut. Aber mal schauen, was mir da noch in den Sinn kommt, was man noch so erzählen könnte. So, und jetzt kommt mein absolutes Lieblingsrennen, das ich schon 10 Milliarden Mal geritten bin. Oder so, irgendwie sowas. Auf jeden Fall extrem viel. Ja, ein Rennen, das ich in- und auswendig kann. So. Also. Kennst du Five Nights at Freddy's? Aber hallo! Und wie ich das kenne? Ich habe alle 4 Teile, also FNAF 1 bis 4, alles durchgespielt. Nacht 1 bis 7. Aber alles auf dem Handy damals. Ja, ich war ein riesiger FNAF-Fan. Es war wirklich extrem. Ich habe einen ganzen Ordner mit Zeichnungen und Theorien und so. Den habe ich immer noch. Ich bin auch den Film im Kino schauen gegangen und es war so toll. Genau. Ich auch bin immer noch Fan. Oh, wie schön. Ja, FNAF ist mega toll. Also ich mag es noch immer zumindest, also vor allem die ersten 4 Teile, also 1 bis 4. Logisch. Genau. Luna, Lieblingscharakter? Meiner ist Foxy. Eine Zeit lang war es Bonnie, aber jetzt ist es Foxy. Ich finde den so süß. Okay, das lasse ich aus, auf das habe ich gerade keine Lust. Ja, Foxy. Ja, ich finde den mega toll. Er ist der einzige Animatronic, der im ersten Teil einen nicht anspringt. Anspringt. Hab ich das gerade richtig gesagt? Ich glaube schon. Genau, und da gibt es auch eine Theorie, irgendwas, dass er nicht böse ist im Vergleich zu den anderen, weil er eben den Spieler nicht anspringt. Also im ersten Teil, im zweiten ist es was anderes. Aber ja. Und das ist auch ein Grund, warum ich ihn noch mehr mochte als die anderen. Und ja, ich war dort so 14 oder 15, wo ich so richtig Fan von FNAF war. Ich war eine der allerersten, die Sister Location gespielt hat. Und dann nicht weiterkam, weil ich zu blöd dafür war. Genau. Oh, ein Stern.
Aber nein, Prego, nicht stehen bleiben. Komm. Ich seit ich 11 bin. Okay, das ist ein bisschen früh. Aber hey, warum nicht? Ich habe auch schon sehr früh mit Horror angefangen. Also damals glaube ich mit 13 oder so, aber ich habe nie schon gespielt. Also The Dark Descent. War mega cool. Und Outlast habe ich auch ein bisschen gespielt, aber da kam ich einfach nicht weiter. Dann, was war noch eben FNAF? Und ja, Horror ist geil. Oh ja. Besonders die Filme auch. Filme und Spiele und Geschichten, also Creepypastas, sind auch mega, mega toll. Und ja, und all die Creepypasta-Figuren, wie zum Beispiel, ja, da gibt es viele, Smile Dog, Jeff the Killer und so. Moment. Mein Papa hat mit 7 den ersten Horrorfilm eingeschaltet. Oh, okay. Ich habe jetzt erst meinen ersten Horrorfilm geguckt. Cool. Also ich war nicht so früh mit dabei in diesem Genre. Aber schon noch als älteres Kind oder frühe Jugendliche so etwa. Dort hat es bei mir so begonnen. Und ich würde sagen, besonders bei Filmen bin ich extrem abgehärtet, was so Jumpscares und so angeht. Ich und meine Mutter hatten mal einen Trailer geschaut von, ich weiß nicht mehr welcher, aber es war so witzig. Sie erschrak extrem, ist aufgesprungen und alles und ich zuckte nicht einmal mit der Wimper. Und ich so, okay, sollte das jetzt ein Jumpscare sein? Nice try. Am G-Wait, als du 13 warst, war ich 1. Ja, ich hatte schon mit 13 einiges auf dem Buckel sozusagen, also in meinem Rucksack zu tragen. Und dort warst du gerade mal. Ja. Genau. Moment, warum mache ich das Rennen nochmals? Habe ich das nicht schon gemacht? So viel zum Thema Konzentration. So. War nach dem Film erstmal 2 Jahre verstört. Meine Mama musste immer vor der Tür sitzen, bis ich eingeschlafen bin. Und für jetzt sehr abgehärtet. Oh, okay. Ja, also wenn man abgehärtet ist, macht Horrorfilm schauen extrem Spaß. Weil dann schaut man so eher um zu lachen, anstatt sich zu erschrecken. Mein Gott, ich habe mal Conjuring geschaut, also den ersten Teil, dort gab es so einen lustigen Jumpscare. Ich musste erstmal eine Runde lachen, anstatt erschrecken. Ja, die ist dann so lustig die Treppe runtergepurzelt. Ich fand das so witzig, ich weiß nicht warum. Es ist eigentlich nicht lustig, aber ja. Genau, und meine Lieblingshorrorfilmreihe. Nein, ich mach's nicht nochmal. So. Meine Lieblingshorrorfilmreihe besteht, glaube ich, aus 10 Teilen. Moment, 1 bis 7. Dann haben wir das und X. Ne, warte, es sind 9. Moment, 1 bis 7. Ne, es sind doch 10. 10 Teile. Und ich finde einen noch besser noch als den anderen. Dinotal habe ich noch nicht. Dann geht es weiter nach Südhof. Da. Welche Reihe? Das ist wirklich nichts für euer Alter, muss ich zugeben. Deshalb sage ich es jetzt nicht. Genau. Also, ja. Okay, Arbeitszeitweise. Ich liebe die Hunger Games. Ja, die sind auch cool. Ich habe da aber nur die ersten 2 Filme geschaut und die beiden anderen, naja, fand ich dann nicht mehr so spannend, weil es nicht mehr um das ging, wo mich eigentlich interessiert hat.
Aber die ersten beiden Filme waren super. Schreib dann please auf Discord. Wen meinst du da, Luna? Also ich habe die Hunger Games sogar gelesen. Das erste Buch und das zweite muss ich abbrechen, weil es einfach nur langweilig war. Weil es einfach nur noch ein typischer Roman war und ich finde, der Roman ist so langweilig. Genau. So. Dann das Gelände reiten. Dann vor allem die Vorgeschichte von den Hunger Games ist toll. Okay, die kenne ich jetzt leider gar nicht. Ähm, ja. Aber so die ersten zwei Filme finde ich super. Ich schreibe mal diese Filmereihe auf Discord, will sie jetzt wissen. Nein, Luna, das schreibe ich nicht einmal auf Discord. Weil das ist 18 plus und nicht 12 plus oder so. Es ist definitiv nichts für Kinder. Aber es ist extrem gut. Genau. Und dann gibt es auch einen anderen Film auf Netflix, der ist auch so stark. Sogar ein bisschen schlimmer als meine Lieblingsreihe. Und ich dachte, ich habe mir überlegt, ihm einen Super-Like zu geben, nachdem ich den gesehen habe. Willst nicht wissen, was ich schon geschaut habe? Na gut. Würde mich schon interessieren. Ist egal, bitte, ich gucke schon plus 18, bitte. Nein? Nein? Ich muss da schon auf Jugendschutz und so achten. Deshalb sage ich jetzt, ich beschreibe nicht einmal eine Szene. Also vielleicht eine ganz ruhig oder so, wo jetzt nichts krass passiert. Aber ja. So. Unfair. Nein, das ist fair. Das ist. Ja. Genau. So. Also ich habe eine Szene mal als Kind gesehen und ich fand das so verstörend. Aber jetzt finde ich es mega gut. Und ja. Und genau. Und Prego ist Level 10. Yay. Und ich bin jetzt gemocht auf Südhof. Cool. Ich habe schon WW2 mit meinem Papa geguckt, als ich den Strand gesehen habe, habe ich mir erstmal gedacht, ich kotze, dann ging es wieder. Oha, okay. Also ich kenne diesen Film leider gar nicht, deshalb weiß ich nicht, wie schlimm oder wie viel Horror das da ist. Ja. Herzlichen Glückwunsch zum Level Up. Danke dir, Luna. Moment, ja, die Rennen beim Einsiedler habe ich bereits. Ja. Okay. Dann ab zum Einsiedler. Bin mir nicht sicher, ob der Film so hieß, aber es ging auf jeden Fall darum. Okay. Ähm, ja. Warum habe ich da keine Musik? Irgendwie schade. So, Süd aufs neue Rennstrecke. Wie viel Ruf? Es gibt über 100. Cool.
Kennt vielleicht jemand von euch Nightmare Before Christmas? Das geht auch so ein bisschen in die Richtung, also in Richtung Horror, würde ich jetzt mal sagen. Aber eher so ein bisschen harm, so, mein Schweizerdeutsch kommt gerade durch. Ein bisschen harmlos, also. Glaube schon. Okay. Also ist auf jeden Fall empfehlenswert, kann ich echt sagen. Das ist ein mega guter Film. Ich habe den mal 3-mal an einem Tag gesehen. So gut ist er. Ja, ich kenne das. Ah, cool. Ja, ich liebe diesen Film. Ist einer meiner Lieblingsfilme. Genau. Uppala, okay. Das war jetzt etwas speziell. Wir müssen mal zu dritt eine Movie Night machen. Ja, voll. Obwohl ich weiß nicht, ob wir denselben Filmgeschmack haben. Können wir mal auf Discord oder so. Genau. Ja. Volker, du kennst doch von FNAF diesen Schalter für Licht und die Tür, oder? Natürlich kenne ich das. Also im FNAF 1, oder welches? So. Okay. Und schaffe ich das mit dem... Nee, schade. Okay, wie viel Ruf gibt das hier? 10. Wow. Unsere mal gar nicht. Okay, dann, Moment, Goldspurfarm. Da muss ich nach Jarlaheim. By the way, einen neuen Discord-Account wurde von dem alten eigentlich gebannt ohne Grund. Oh je, okay. Komisch. Hab das mal für mein Zimmer gebastelt, hab das jetzt an meinem Lichtschalter. Oh, wie cool, ist das super kreativ. Ah, das hätte ich auch gerne. Okay. Dann immer, wenn jemand nervt, zack, Türe zu. Dann noch dieses typische Geräusch, wenn die Türe zufällt. Ah, ich liebe diese Musik. Das ist wie Musik in meinen Ohren. Okay, never mind. Okay, da habe ich jetzt leider nur ein Rennen anstatt 3. Also 2 da oben und das andere da weiter unten. Oh, Zwergkamelle, die kommt mit. Nice. Okay. Okay. So. Brav sein, du schaffst das. Genau, Luna.
Okay, dann das. Ich glaube, das Rennen da unten beim Café habe ich noch gar nicht. Glaube ich. Oder? Das müsste da sein. Nee, da habe ich keine Quest. Kein Rennen. Okay, dann geht's weiter zur Koppelinsel. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Ich glaube an dich, Luna. Du schaffst das. Ja, da habe ich noch nichts. Und Moment, dieser Quest hier könnte das sein, dass das über diese Rennen freischaltet. Moment, das war Sinn für einen Satz. Ja, das cool. Aber das mache ich nicht jetzt, aber gut zu wissen, dass ich das freigeschalten habe. So. Oh, rede doch nicht so viel, ihr NPCs. So, danke. Gut. Okay, weiter geht's. Jetzt haben wir dann noch tolle Musik. Oder auch nicht. Oder doch. Volker, wir müssen Luna beschäftigen. Einmal streamst du 24 Stunden, noch darfst du einen Tag schlafen, während du schläfst, stream ich nicht. Okay, machen wir das Cookie. Dann lösen wir uns gegenseitig ab. Und ja. Und dann ist Luna 24/7 beschäftigt, dann kann sie nichts mehr anstellen. Und ja. Ich kann dann gar nicht mehr schlafen sehen. Ich könnte wetten, dass du irgendwann dann automatisch einschläfst. Also sollte das kein Problem sein. Okay. So wäre das gemacht. Und dann noch das zweite. Aber ja, das macht. Ja, mach das mal. Vielleicht komme ich dann auch mal nach Hause. Ja, wir könnten es jetzt ernsthaft ausprobieren, aber ich glaube, man kann höchstens nur 12 Stunden am Stück streamen auf YouTube. Also, ja. Aber es sollte schon gehen. Okay, das andere Rennen da hinten habe ich noch nicht, aber ich glaube, da gibt es einfach eine Quest. Die habe ich noch nicht. Gut, dann weiter zum Jorvik-Stall. Boah, ich streame schon wieder über 3 Stunden. Habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, irgendwie. Die letzten Streams gingen irgendwie alle so um eine Stunde herum oder 1,5 oder so. Aber nicht 3 Stunden. Nein, ist doch schon 10 nach 10. Okay, ui, 3 Stunden live und hab keinen Mist gebaut. Ist doch schön. Okay, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich streame nicht mehr allzu lange, weil ich mag langsam nicht mehr. So geistig. Und ja.
Okay. Muss jetzt auch gehen. Gute Nacht, schlaf gut. Viel Spaß noch. Bis bald. Okay, bis bald, Cookie. Dir auch eine gute Nacht. Und bis nächstes Mal. Schön, dass du da warst. Okay. Ich glaube, nach dem Stream schreibe ich noch ein bisschen. Weil ich habe gerade so Lust drauf. So in meine Geschichte zu versinken. Das wäre jetzt so toll. Okay, habe ich die anderen, den Schlangenbiss, glaube ich, habe ich schon. Also das Rennen. Okay, perfekt. Dann mache ich das noch und ich glaube, nach diesem Rennen beende ich dann den Stream. Hoppala. Ja, immer diese Lags heute. Okay, genau. Weil dann habe ich noch Zeit zu schreiben, vielleicht noch was Kleines zu essen. Ich hatte heute nur ein paar Butterkekse, ein paar Wienerli und ich glaube, das war's dann. Okay. So. Richtig random, aber magst du Döner? Nee, habe ich noch nie gemacht. Aber also, random Fragen sind immer willkommen. Die geben Gesprächsthemen. Irgendwie will ich noch nicht aufhören, aber irgendwie zieht es mich so sehr in meine eigene Welt, in meine Geschichte. Und ich habe jetzt so Lust auf Essen. Ja. Okay. Wow, wirklich, Twin. Ja, du magst es auch nicht, Luna. Okay, Brego ist doch schon Level 10. Hi, hallo Sophie, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut, hoffentlich hattest du einen schönen Tag. Ja, ich glaube, ich mache doch noch ein bisschen weiter, jetzt wo da noch jemand Neues dazu kam. Nö, ich mag das gar nicht. Same, Luna. Okay, dann die vergessenen Felder habe ich noch nicht freigeschalten. Genau, diese hier, die habe ich ja voll vergessen. Mom. Die mache ich da noch kurz und dann mal schauen. Aber gut, dass ich da lang geritten bin, sonst hätte ich die völlig vergessen. So, let's go, Prego. Wo? Da hinten. Gut. Okay, das ist auch richtig cool mit der Musik. Ich weiß nicht, ob ich noch im Leben kann, keinen Kopf, kein Hals mehr, noch kein Herz nicht aus. Ich muss noch unser Leuchten sagen. Bye.
Okay, tschüss, Sophie. Schön, dass du da warst. Ich habe schon 325 Stream XP gesammelt. Oha! Das ist krass. Okay, das war ein bisschen random. Stimmt, da hinten. So. Was hier? Also. Moment, ich muss da durch. Es wäre spannend zu wissen, ob es diese Rennen auch in echt gibt. Oder ob die einfach so einfach da sind in der Saison. Genau. So. Okay, da geht's einmal da rundum. Spannend. Aber die Musik ist richtig fröhlich. Das ist toll. Gut, das war's mit diesem Rennen. Der grüne Grand Prix. Okay. Huhu. Hallo Michael. Oder auch nicht. Aber schön, dass du da bist. Und willkommen im Stream. Moment, es geht da lang. Okay. Sorry, ich bin eigentlich Tiger, aber das ist der Account von meinem Vater. Okay, dann hallo Tiger. Schön, dass du wieder mal da bist. Okay. Hoppala. Gut. Discord. Was Discord, René? Wenn du fragst, ob ich einen Discord-Server habe, ja, habe ich. Da kannst du über die Kanalinfo, habe ich den verlinkt und ja, dann kannst du so beitreten. Okay. Gut, dann ab zum Mittelalterplatz. Ups. Mittelalterlager. Na gut. Ups. Okay, weiter geht's. Ja, das Rennen habe ich schon. Perfekt. Okay, das Bannrennen. Let's go. Okay, Moment, ich habe jetzt noch nicht aus Versehen etwas. Oh. Ich habe aus Versehen das Darktable auf meinem Handy geöffnet. Upsi.
Okay. Okay, und sonst so? Alles noch gut bei euch? Oder seid ihr langsam müde? Oder mögt ihr noch? Okay. So. Okay, interessanter Musikwechsel. Jetzt habe ich gar keine mehr. Danke, SSO. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich schreiben soll. Ja, und ich habe keine Ahnung, was ich reden soll. Also wir sind im selben Boot, Luna. Okay. Ah ja, die wichtigste Frage im Stream habe ich ja bereits schon gestellt. Aber da bin ich wohl die Einzige, die sich dafür interessiert hat. Ja. Das kann mal vorkommen. Also. Was denn? Ja, da wo du und Cookie beide gesagt habt, dass ihr euch damit nicht auskennt, nämlich die wichtigste Frage des ganzen Streams war, was ist euer Lieblings-Space Shuttle? Aber wenn man sich da nicht auskennt, dann, naja, dann kann man auch keinen Lieblings-Space Shuttle haben. Leider. Okay. Und hep. Okay, ich habe da wieder keine Musik. Nice. Okay, dann reiten wir halt einfach so über die vergessenen Felder. Ist doch auch was. Challenge, upala. Moment, ich lese gleich vor, wenn ich da wieder rauskomme. Challenger klingt cool und ist der einzige Name, den ich mir gemerkt habe. Okay. Naja, den gibt's leider nicht mehr. Aber, ja. Es gibt nur noch 3 Space Shuttles. Discovery, Atlantis und Endeavour, glaube ich. Und Challenger und Columbia, naja. Mögen sie schön in Erinnerung bleiben. Oder wie man das sagen kann. Nein, warte, wie sagt man da? Keine Ahnung. Da Wanderstonkeit ist da. Cool. Okay. Hallo Wanderstonkeit. Ranger. Hello. Oh, das war jetzt aus Versehen im Globalchat. Club. Wow, was denn? Okay. Ja, let's Eluna, hey. Okay. Gut, dann geht's. Moment. Dandal. Aber da habe ich die Rennen noch nicht. Die wären nämlich da. Da oben auch noch kein Rennen.
Dann das Mondsichel, ne, Redwood Point auch noch nicht. Dann das Mondsichteldorf. Gut, dann geht's ab zum Mondsichteldorf. Oh ja, gerne Clubchat. Ja, da lief so einiges bei euch. Okay. Mondsichteldorf. Wo ist das? Mondsichteldorf. So. Gut, danach ist meine Levelroute sowieso schon fertig. Das ist leider etwas kürzer, weil mir einige Rennen noch fehlen, die ich noch nicht freigeschalten habe. Ups, ja. Oh, die Bienen, genau. Muss ich auch noch machen, diese Quest. Okay, aber ich bin jetzt wenigstens auf der anderen Seite. Das ist doch schon mal etwas. Okay, dann würde ich sagen, nach diesem Rennen beende ich den Stream, weil meine Levelroute ist dann fertig. Und ja. Dann haben wir Prego doch immerhin auf fast Level 11 gebracht. Ist wenigstens etwas. Okay, genau. Dann sage ich schon mal, schön, dass ihr alle da wart. War sehr toll heute. War ein toller Stream. Und ja. So. Okay, übrigens, ich glaube, ich wechsle wieder zu deutschen Videos. Weil ja, einige folgen mir da wahrscheinlich durch die Streams und wundern sich, warum sie mich dann in den Videos nicht verstehen. Und ja, ich glaube, ja, ich mache definitiv deutsche Videos. Und ja. So. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wär's es für heute. Und nochmals schön, dass ihr alle da wart. Hat sehr viel Spaß gemacht heute. Und ja, auf Baby. Okay, noch ein Trinken. So. Okay, gute Nacht, war ein schöner Stream. Danke für die Ablenkung. Bis bald, hab dich lieb. Gerne doch, Luna, immer wieder. Okay, dann würde ich sagen, tschüss zusammen. War wie gesagt mega toll heute. Und ich lache, genau, ich lache, ja. Auf bis bald, bye. Tschüss, René. Gute Nacht dir. Und auch dir, Luna, und alle anderen, die zuschauen. Und ja, ich lasse diesen Stream öffentlich, tatsächlich, weil da ist nichts Peinliches passiert und so. Genau, und dann würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Stream oder Video oder was auch immer. Und dann würde ich sagen, tschüss zusammen, bis nächstes Mal.